So, wir haben ja angefangen, letzten Sonntag über den Heiligen Geist zu reden. Über Pfingsten geht es ja am ringsten mit dem Heiligen Geist. Und ich finde den Heiligen Geist ein mega cooles Thema, weil, wenn du den Heiligen Geist fast einfach verstehst, merkst du plötzlich, Gott hat uns einen Mensch zur Seite gegeben, der in uns wohnt, der uns Sachen ermöglicht, die ohne ihn gerne nicht möglich ist. Er macht aus dem Unmöglichen noch immer das Mögliche. Zeichen und Wunder folgen den Frauen und Männern an, die an ihn glauben. Und das Thema ist heute, was bringt mir ganz konkret der Heilige Geist? Wir sind eine Generation, die fragt, was bringt mir das? Was habe ich davon? Und ich möchte heute sagen, mit dem Heiligen Geist hast du mega viele Benefits, du hast mega viele Bonus in dem Sinn, und zwar, ich bin katholisch aufgewachsen, vielleicht noch wichtig zum Background. Ich bin nicht hoch, hyper, charismatisch aufgewachsen. Fahnen schwingen, Zunge singen, Zunge reden, Handstand, alles, was ich nicht kennt, sondern ich bin katholisch aufgewachsen. Dort kennst du die Heiligen, aber der Heilige Geist ist eigentlich ein Thema, das man nicht so betiteln. Und zwar, wo ich dann Freunde kennengelernt habe, die hoch charismatisch Heilige Geist unterwegs sind, und dachte, das ist krass. Also wenn ich mein Herz dem Heiligen Geist aufmache, dann werde ich auch so komisch. Wer kennt das? Leider kennen wir alle so Menschen, oder? Der Heilige Geist ist nicht komisch, by the way. Es gibt Menschen, die sind mit dem Heiligen Geist komisch, aber ohne Heiligen Geist werden sie auch komisch. Die sind einfach sowieso komisch, genau. Und ich habe plötzlich gemerkt, das Thema macht mir mega Mühe, weil du sagst dem Heiligen Geist, du musst loslassen. Du musst dem Heiligen Geist Raum machen. Und ich bin vom Typ her ein sehr strukturierter, ich liebe meine eigenen Pläne. Und plötzlich musst du loslassen und oft hast du die Angst, der Heilige Geist will Sachen in deinem Leben machen, die du gerne nicht willst, oder? Plötzlich musst du auf Asien in Mission gehen, obwohl du sagst, Adelboden wäre eigentlich meine Destination. Und oft haben wir mega Angst, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und ein Bild hat mir mega geholfen, dem Heiligen Geist mein Herz aufzumachen. Bei mir war es ein mega langer Prozess, auch ein mega langer Weg. Und zwar, ich komme aus dem Rheintal. Im Rheintal, um das euch zu erklären, gibt es 2 Berge. Und es fließt der Rhein. Und der Rhein fließt im Rheintal noch rein, kristallklar. In Amsterdam ist das eine Pfütze. Das heißt, es fließt durch andere Länder durch. Aber nicht in der Schweiz. So. Und im Rheintal, liebe Frauen und Männer, da windet es. Und wenn es windet, dann kannst du den Wind nicht mehr stoppen. Und der Heilige Geist ist wie ein Wind. Du siehst ihn nicht, aber du spürst ihn. So, wenn du im Rheintal aufs Velo gegangen bist und du hast es so gemacht, dass es gewinnt, der Wind hat dich an die Arbeitsstelle geblasen, ohne einmal zu retten. Aber wehe, du bist gegen den Wind heimgefahren, bist auch mit dem Uber-Special nicht mehr heimgekommen. Mit anderen Worten, wenn du im Geist Gottes drin bist, in dem Flow, in dem Anointing, in deiner Salbung, in deiner Berufung, dann läuft es wie geflutscht durch und du merkst plötzlich, etwas treibt dich an, wo man nicht mehr auf dieser Welt stoppen kann. Und du musst dich einfach in den Wind hineinlehnen und der Heilige Geist bläst dich nach vorne. Du merkst, du bist schneller als alle anderen Frauen und Männer. Ein anderes Beispiel ist im Flughafen. Die Rolltreppe. Die einen haben das Gefühl, im Köfferli laufen selber und du auf der Rolltreppe laufst genau gleich und so, Speedy Gonzales, bist schneller als alle anderen. Der Geist Gottes bewirkt in unserem Leben Sachen, die du selber nicht kannst in deinem Leben. Und das andere Bild ist quasi, der Heilige Geist ist wie eine Taube. Und zwar, warum eine Taube? Es heisst, wo Jesus sich taufen lässt, ist der Heilige Geist in Form von einer Taube auf Jesus gekommen. Also nicht ein Leu, nicht ein Elefant, auch kein Giraffe, sondern eine Taube. Warum eine gefährliche, dramatische Taube? Eine Taube, liebe Frauen und Männer, hat alle Eigenschaften, die der Heilige Geist auch hat. Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt vor vielen Jahren, habe ein Buch geschrieben, das ist jetzt ein bisschen Werbung, aber das lohnt sich. Der Heilige Geist ist wie eine Taube. Und wenn du sagst, du hast Angst vor dem Heiligen Geist, du weißt, wie nicht aufmachen, dann ist das Buch wirklich brillant. Ein Meisterbuch, kann ich nicht anders sagen, wo mir geholfen hat. Sorry für die Superlativ, aber es gibt noch Superlativ bei dem Buch. Der Heilige Geist ist ein Superlativ, oder? Amen. Wo mir mega geholfen hat, liebe Frauen und Männer, zu verstehen, wie der Heilige Geist wirkt und funktioniert. Weil oft bringt man so Schlagsätze und alle gehen wie Schmitzkätzchen ab. Aber der Heilige Geist ist praktisch, sensibel, wie eine Taube, hat Gefühl, ist es Gegenüber und er hat auch 2 Flügel, Geistesgaben und Geistesfrüchte. Und der Heilige Geist macht nie etwas in deinem Leben. Es sei denn, du willst das. Er ist ein unglaublicher Gentleman. Er tut dich nicht in etwas reindrücken, was du nicht willst, hochsensibel. Das heisst, wenn du mehr intellektuell bist, für alle intellektuellen Männer und Frauen, die sagen, Gefühl, habe ich gehört. Wie der Heilige Geist, dass sie nicht eine Gefühlsnudel machen. Kannst du gar nicht vergessen, sondern du wirst intellektuell so Erkenntnis haben, dass du innerlich abgehst wie eine Gefühlsnudel.
Und andere, die schon emotionell sind, sind mit dem Heiligen Geist dann schon recht dramatisch. Und es ist einfach so, liebe Frau und Mann, dass deine Persönlichkeit spielt mit dem Heiligen Geist eine grosse Rolle in deinem Leben. Ich möchte ein Bild heute malen, wo mir mega hilft zu verstehen, wann greift der Geist Gottes ein und wann greift er nicht ein. Ein einfaches Bild, und zwar, unser Leben ist wie so eine Bank, oder? Und manchmal im Leben gibt es so Challenges, so Herausforderungen. Und du weißt, wenn du ins Fitnessstudio gehst und das Gewicht dann tust, ist mega einfach. Die Sicherung, ja. Der Sauweg, ja. So, ja. Du merkst, deine Familie läuft gut, deine Kinder laufen gut, deine Church läuft gut. Ja, ganz ehrlich, für das musst du nicht ins Fitnessstudio gehen. Das kannst du am Morgen machen, ohne irgendetwas. Und liebe Frau und Mann, an dem Tag, wo du Jesus ins Leben einlässt, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird nie mehr dein Leben verlassen. Er steht zu dir wie eine feste Bank. Und manchmal sagen die Leute, ja, aber was soll ich mit dem Heiligen Geist anfangen? Ich kann ja das Zeug ja allein stemmen. Für was brauche ich den? Ist kompliziert, der Heilige Geist. Dann schnurrt er noch rein. Dann sagt er eine Sache, die ich will hören. Also am besten Holy Spirit, stay einfach dort, wo du bist. Du bist happy, ich bin versiegelt, du bist meine Eintrittsstart in den Himmel. Und by the way, ich kann meine Sachen selber stemmen. So geht es den meisten Menschen. Und liebe Frauen und Männer, das Leben ist nicht so berechenbar. Im Leben gibt es immer wieder Situationen, das hast du nicht auf dem Radar. Ich habe einen Mann getroffen, der hat gesagt, der Chef hat ihm gesagt, dass sein Lohn geht das nächste Jahr runter. Weil der Firma läuft es nicht mehr so gut. Und der Chef hat gesagt, entweder Lohn runter oder kannst gehen. Mega fair, oder? Und er sagt, ich habe eine Hypothek unterschrieben für mein neues Haus. Und der Lohn runter ist nicht easy. Und es gibt plötzlich ein Gewicht in deinem Leben, unplant, überhaupt nicht cool in dem Sinn. Und dann andere haben einen Fehler gemacht. Du gehst in deine Kleingruppe, deine Church, Online, Microchurch, was immer. Und du hast das Gefühl, alle reden hinter mir. Und es fühlt sich nicht gut an. Und plötzlich hast du so Gewicht in deinem Leben. Und merkst plötzlich, der Heilige Geist hat schon abgesessen. Der steht nicht mal mehr. Denkst du, so hockt jetzt der, seine Chill-Out-Zone. Und du bist da und denkst, ja, Heilige Geist ist so kompliziert. Und ich ihn frage, dann kommt er zu spät, kommt er zu früh. Am besten, ich bin ja ein Schweizer, wir sind geboren, komme aus dem Appenzell, ich habe alles selber. Und dann hast du deine Challenges und dann bist du in der Verse, sagst, Halleluja, I can overcome. Halleluja, I have the victory. 12 und 13, einer für meine Mutter und dann noch der Großvater. Und der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sagt, okay, schön für dich. Aber da wäre ich auch noch. Und oft verstehen wir nicht das Zusammenspiel vom Heiligen Geist. Und ich möchte das ein bisschen vorlesen, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat in Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Also wenn Jesus die Wahrheit muss sagen, wo die Wahrheit ist, dann ist die Wahrheit sicher wahr. Es ist besser für euch, wenn ich jetzt gehe, sonst käme der Heilige Geist, der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich zu euch senden. Und der Petrus sagt, Jesus, du gehst gerne hin an. Wir haben eine Willkommenskultur, wir haben eine Stay-Culture. You stay here. Und dann sagt der Petrus, Satan, gang hinter uns, du gehst nie an. Jesus, you stay here. Und Jesus sagt, das hat jetzt aber der Petrus nicht gesagt. Hat es Petrus gesagt. Und Jesus sagt, Jungs und Mädels, ihr versteht theologisch etwas hinten und vorne nicht. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern Folgendes. Wo wir 5000 Frauen und Männer hatten, sie haben Hunger gehabt, habe ich nicht aus 5 Brot und 2 Fisch ein Wunder gemacht. Ich habe ein Buffet angestellt. All you can eat the whole day. Habe ich nicht, wo der Lazarus, mein Freund gestorben ist, nach 4 Tagen gemuffelt, gesagt, Lazarus, komm führen. Und ist gekommen wie ein Zombie. Hat nicht die blutrünsige Frau mich angelangt am Kleid und sie ist gesund worden, habe ich nicht am Brunnen einer Frau einen wunderbaren Tipp gegeben. Und alle, ja, das hast du gemacht. Und Jesus sagt, Jungs und Mädels, ich bin gegenwärtig.
Ich kann nur an einem Ort pro Mal sein. Schön für die 5000 Frauen und Männer in Hunger. Aber die in Afrika und Australien, Pech, im falschen Land gewesen. Ich kann nur einen Lazarus vom Tod holen. Alle anderen sind irgendwo. Ich kann nur eine Frau in einem Moment heilen. Und ich kann nur eine Frau an einem Brunnen begrüßen. Und dann sagt Jesus, ich bin gegenwärtig an einem Moment, an einem Ort. Aber wenn der Heilige Geist kommt, euer Helfer, wird er immer allgegenwärtig sein. Er wird in einem Moment überall auf der ganzen Welt sein. Nicht in Jerusalem, sondern in Afrika, in Asien, in Appenzell, in Wallisellen, Dübendorf, Aarau, Thurgau. Liebe Frau, wenn du das verstehst, hast du das Siegel nicht bekommen für dich allein. Und dann sagt Jesus, by the way, ich werde ein grösseres Zeichen und Wunder vollbringen, als ich jemals vollbracht habe. Und du denkst, Jesus, jetzt bist du ein bisschen übermotiviert. Wie geht grössere Zeichen und Wunder, als du jemals verbracht hast? Ich habe noch nie einen Toten zu neuem Leben erweckt. Ich habe schon lebendige Tod gemacht, aber umgekehrt noch nie. Ich habe noch nie, Jesus, 5000 Frauen und Männer all inklusive Buffet versorgen. Jesus, ich habe noch nie eine blutflüssige Frau sagen, es ist vorbei. Frauen am Brunnen habe ich schon ein paar Mal getroffen. Was sagt Jesus mit dem? Er möchte mit dem Folgendes sagen. 5000 Frauen und Männer genährt, ein Lazarus wird gesund, eine Frau wird kalt, immer eins Wunder an einem Ort zu einem Zeitpunkt. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist euch wird ablassen, wenn der Heilige Geist auf Jung und Alt wird kommen, vom Kinderexpress über Youth Planet 180, was auch immer wird kommen, wird Zeichen und Wunder in einem Moment auf der ganzen Welt stattfinden und gesunde Menschen, die krank sind, werden gesund werden. Du kannst es nicht mehr zählen. Was ist die eine Person, die gesund wird? Und du merkst, der Power der Church, liebe Frauen und Mann, ist, dass wir verstehen, du bist Salz und das Licht in dieser Welt. Wir gehen raus und werden das Evangelium für Jesus verkündigen. Ich lasse für das für Gott einen Applaus geben. You are counted in. So, der Heilige Geist höckelt dort. Und dann ist eben das Problem im Leben. Dann kommen die kleinen Sachen. Wer kennt die kleinen Sachen? Die kleinen Sachen, die dich nerven. Zum Beispiel die Tochter zahnt. Schon seit 5 Jahren. Mir ist Smartphone ist mir auf den Boden geflogen. Aha. Oh nein. Jetzt hat es einen mega Riss drin. Ja, schon gut. Es nervt mich. Weißt du, so nervt mich das? Ich bin ein Perfektionist. Mich nervt es, wenn Sachen kaputt gehen. Ich wohne in einer Wohnung neu eingezogen. Die Wände sind schneeweiß. Meine Familie hat eine Angewohnheit, die Wände anzulangen. Ich sage, welcher normale Mensch, lass doch die scheiß Wände mal in Ruhe. Und es sieht schwarz aus. Dann hast du mal Kaffee, eine schwarze Wohnung. Nein, das nervt. Nervt. Wer macht das schon? Kleiderabstütze, kennst du das? Lass die Wand in Ruhe. Nervt total. Verstehen Sie, was ich meine? Dein Hund, deine Katze, was auch immer. Und du merkst die ganz kleinen Sachen und du kennst die ganz kleinen Sachen, die sich summieren in deinem Leben, die fangen anfangen anhängen. Und dann gehst du an und denkst, ja, der Heilige Geist, jetzt sitzt er, ich komme eh nicht raus, der sitzt, der steht, der macht, der tut, der redet rein, Sport, früh, hinten, vorne, hockt dort, ich habe immer noch, chill deine Beine, ich habe es vorher schon gebracht. Halleluja. I had what I have. Jetzt wird's, fährst an von zittern und merkst, hockt jetzt der so dumm dort hinten? So kommt, wieso greifst du jetzt nicht ein? Kennst du das? Denkst du, warum greifst du nicht ein? Weißt du warum nicht? Hast du ihn auch nicht gefragt?
Der Heilige Geist wird nichts in seinem Leben machen, bis du sagst, Holy Spirit, I need you. Oft das Gefühl, ich kann es ja selber. Es funktioniert im Leben immer, solange es gut geht. Darf ich etwas sagen? Es gibt Frauen und Männer, die sagen, ich brauche Gott nicht, mir geht es ja gut. Ich glaube dir das. Die Frage ist nur, wie lange. Irgendjemand stirbt, irgendjemand in der Verwandtschaft. Dein Vater, deine Mutter, du selber, deine Frau, deine Kinder, dein Hund, was auch immer. Das Leben, liebe Frauen und Männer, musst nur genug lange warten und das Leben wird nicht glücklich sein. Ich habe Glück gehabt. Irgendwann kommt eine Challenge und du merkst plötzlich, oh mein Gott, ich brauche dich, aber Gott, wo bist du gewesen, und ich dich brauche dann? Sorry, hast du mich auch nicht gefragt. Du kannst gläubig sein, versiegelt sein, aber der Heilige Geist macht nicht einen Move in deinem Leben, es sei denn, du fragst ihn. Ich möchte ein bisschen in die Theologie hineingehen, sonst ist nur ein Motivationsspeech, das ist ein bisschen dünn. Und zwar, mein erster Punkt ist, Gott ist dein Helfer. Gott, der Heilige Geist ist dein Helfer, by the way. Der Holy Spirit ist dein Helfer. Johannes 14, Vers 16 bis 17, da sagt Jesus, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Jetzt gibt es ein theologisches Detail. Das Wort Helfer bedeutet im Urtext Parakletos oder Parakaleo. Und das Wort Parakaleo heißt übersetzt, und das ist mega interessant, Para, zu, Kaleo, rufen. Gott hat den Heiligen Geist herbeigerufen, um mir in meinem Leben zu helfen. Aber er, liebe Frau und Mann, greift nicht ein. Es sei denn, ich sage, Holy Spirit, ich brauche dich, und zwar jede einzelne Sekunde. Und wenn du nicht kommst, dann mache ich alles mit dem alten Kraft, aus dem alten Fleisch. Will ich nicht, mache ich nicht, ein Medium. Und es gibt noch ein Detail, das man oft im Text nicht sieht. Es gibt das Wort ihn, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber er kennt ihn und er. Und wenn man all die Wörter grammatikalisch nimmt, bedeutet das, ihn ist nicht das Es. Der Heilige Geist, liebe Frau und Mann, ist nicht das Gefühl, er ist eine Person. Wenn der Heilige Geist eine Person ist im Leben, weißt du, ich bin versiegelt mit einer Person als Eintrittskarte im Himmel. Und die Person ist ein Gentleman, der mir hilft in dem Moment und sagt, Holy Spirit, I need you. Und so funktioniert es. Ganz einfach. Ich bin da am Morgen früh und sage, Heiliger Geist, wie geht's dir? Geht's dir gut? Okay. Er redet auch Hochdeutsch, der Heilige Geist. Ganz interessant. So. Und das ist auch der EU, der Heilige Geist. So. Ich bin der Schweiz. Ich sage, Heiliger Geist, und du weißt nie, liebe Frau und Mann, was für Challenges du plötzlich hast. Also manchmal gibt es Situationen, die du nicht planen kann, oder? Das ist der Heilige Geist, was immer kommt. Halleluja, we can do it. Lala, hoppla. Und nochmal, Heiliger Geist. Und nein, für deine Mutter. Jawohl, hoppa. Merkst du, ist es nicht krass? Und du merkst plötzlich, es ist nicht meine eigene Kraft, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist kann das Gott bewirken. Und du musst ihn einladen, du musst ihn willkommen heißen, du musst ihn das lupfen in deinem Leben, das Gefühl haben, ich kann selber, selbst ist der Mann und selbst die Frau. Gott hat uns den Heiligen Geist an unsere Seite gegeben, uns zu helfen in unserem Leben. Und jetzt kommt der Punkt, das würde noch funktionieren, aber liebe Frau und Mann, es gibt Situationen in unserem Leben, die sind so heavy. Und die Bibel sagt, wenn du Jesus nachfolgst, ist es nicht das easy life, sondern du wirst stärker. Und stärker bedeutet, Gott mutet gewissen Frauen und Männern Sachen zu, wo man nicht verstehen können, warum macht das Gott. Und diese Sachen sind so heavy. Ja, hilf schnell. Nur schnell, danke. Die sind so heavy. Und das hast du nicht geplant. Weißt du, was heavy war? Vor ein paar Monaten. Ich möchte euch daran erinnern, für die vergessen haben. Corona. Corona war so schwierig. Weißt du warum? Ich habe ja Theologie studiert. Aber ich habe nie studiert
Corona-Krisenmanagement in der Kirche. Während der Corona-Krise sind Virologen geworden, Ärzte, Psychologen, der Bundesrat und auch noch die Offenbarung. Und ich habe so viele E-Mails bekommen, das ist jetzt kein Relax, kein Angriff. Und ich habe mir gedacht, Heiliger Geist, du hast mir kein Wort gesagt, dass die Corona-Krise kommt. Ich hätte mich vorbereitet. Ich hätte das studiert. Ich hätte es dann heim gegeben mit Argumenten. Aber nein, sie haben es mir gegeben. Es geht ganz sicher nicht. Wer kennt das? Plötzlich kommt etwas im Leben, das ist so heavy und so schwer. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht gewusst, wie geht man um in eine Krise hinein, wo Frauen und Männer sagen, wir müssen solidarisch werden. Das Wort solidarisch ist so ein solidarisches Wort geworden. Komm, hör mal auf mit solidarisch. Wenn du dick bist, sagst du jetzt, aus Solidarität esse ich nicht mehr. Weil es könnte jemand auch dick werden, wie ich. Scheiße. Sorry, habe ich das gesagt? Habe ich gesagt. Das Wort solidarisch kannst du für alles brauchen. Das funktioniert nicht so. Und ich habe gemerkt, Heiliger Geist, ich habe noch nie eine Corona-Krise erlebt im ICF. Vielleicht bist du noch nie schwer krank geworden. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben erlebt, dass deine Kinder nicht den Weg mit Jesus mehr gehen. Vielleicht hast du noch nie erlebt, dass in einem Small Group Leute gesagt haben, weißt du was, du bist so ein schlechter Leiter. Du bist so etwas von schlecht, von low. Und plötzlich merkst du, siehst, ich habe es genau gewusst, ich sollte kein Small Group leiten. Da stehst du im Feedback, in der Kritik, im Wind. Darum leite ich das nicht mehr. Hock dort und schick E-Mails. Bin im Feedback-Team. Und viele sind Single im Feedback-Team, weil man verletzt ist und enttäuscht ist. Habe ich recht? Und dann bist du plötzlich in einer Situation, merkst du es nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist ein Moment, wo du sagst, Heiliger Geist, warum in aller Welt traust du mir das Gewicht zu? Weißt du, du trägst das Gewicht nicht einfach automatisch. Es gibt Frauen und Männer, Gott hat versprochen, er wird dir nie mehr auferladen, als du jemals kannst tragen. Bei anderen Frauen und Männern scheint das Gewicht gerade am Limit zu sein. Und du denkst, wie lange noch, wie oft noch, all das und jenes. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, weil wir Probleme haben. Wir alle haben Probleme. Wir alle haben irgendeine Challenge. Sondern du musst dir die Frage stellen, nicht, was ist mein Problem, sondern was ist das Potenzial, wo Gott aus einer Krise will machen. Wenn du den Heiligen Geist einlässt und sagst, Heiliger Geist, komm, hilf mir. Und dann lupfst das Zeug zusammen, die Corona-Krise zusammen, krass. Und irgendwann merkst du plötzlich, er mag noch. Und du hast nur noch den Finger und er ist so glücklich. Holy Spirit, merkst du es? Gehen plötzlich Sachen, das ist unmöglich. Und ich habe das Wort für gewisse Frauen und Männer ist folgendes. Schau nicht dein Problem an. Der Teufel wird immer sagen, das Glas ist halb voll. Das Glas ist immer halb leer, meine ich. Das Glas ist immer halb voll. Der Feind wird immer sagen, es ist unmöglich. Der Heilige Geist fragt dich, was ist das Potenzial in deinem Gewicht? Ich habe ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Ich darf das erzählen, wie meine Frau hat mir das erlaubt, gerade jetzt. Vor ein paar Jahren ist es morgen früh der kleine Stefan und meine Frau. Und ich bin am Morgentisch, möchte das Morgen essen. Sie haben so einen Streit. Und meine Frau nimmt das Brot, das frische Brot. Und wirft das dem Stefan an. Pass! Voll Brot im Fressen. Und ich denke, hallo, das ist mir zum Morgen. Was soll das? Das ist nicht normal. Keine Mutter wird dem Kind, das ist nicht normal. Und ich bin dort das Opfer vom Morgen. Und liebe Frau und Mann, warum bringt der kleine Stefan das Gewicht meine Frau in Anschlag? Warum bringt dein Mann, deine Kirche, dein Pastor einen Satz, also immer einen Anschlag? Und es gibt eine Sache, die du musst merken. Du sagst, Heiliger Geist, ich habe noch so ein krasses Problem. Aber dem Problem gibt es ein Potenzial. Und ich will nicht das Problem sehen, ich will nicht das Gewicht sehen, sondern überlegen, was machst du aus dem neu? In dem Moment hatte ich einen Blitzgedanken gehabt. Ich sage, Schatz, der Stefan ist ein Leiter. Und wenn du einen Leiter haben, der die Welt verändert, wird er nicht sagen, Stefan, bitte mach das nicht. Dann sagt, verstehe ich total. Berührt mich jetzt mega, dass du es so lieb gesagt hast.
Ein Leiter geht an die Grenze als ein Kind. Will wissen, wie weit kann ich gehen? Habe ich Raum und Platz, um Einfluss zu nehmen? Meine Frau hat gesagt, diesen Kampf heute Morgen kannst du nicht gewinnen. Du kannst nur das Potenzial sehen, das Gott in den sturen Bock hineingelegt hat. Und er wird nicht aufgeben. Und der Gescheitere ist schlauer, gibt auf. Und das Bessere gibst auf. Dann kann ich auch zum Morgenessen wieder. Verstehst du, ich meine, ich möchte dich wirklich bitten, frag den Heiligen Geist in allem. Was ist das Potenzial? Warum hast du das Gewicht gegeben? Und ich möchte enden mit einem ganz einfachen Beispiel. Mir ist ja das Smartphone auf den Boden geflogen. Und ich hasse es, wenn etwas kaputt geht. Und setzt einen riesen Spalt. Danke, merci. Ein paar Tage später mit der Harley Davidson habe ich ins Tessin, bin heimgefahren. Der Wetter hat gesagt, es regnet nicht. Ich fahre über den Luc Manier. Und im Luc Manier gibt es einen Tunnel. Und der Tunnel sind sie am Bauen. Und 100 Meter ist das Betonwasser von der Decke am Boden geflogen. Und 100 Meter habe ich über das Betonwasser fahren und ich bin von oben bis unten, die Halle von links bis rechts, voll von Betonwasser. Danke, verstehe mich. Dann, liebe Frauen und Männer, habe ich einen Termin mit einem Geschäftsmann vergessen. Das passiert mir nie. Das passiert mir alle 10 Jahre mal. Und es hat mich so genervt. Und es hat mich mega abgezogen. So ein kleines Scheissgewicht, du weißt, was ich meine? Kleine Sache, denkst du, gibt's doch gar nicht. Wo ist das Problem, Leo? Und ich habe in meinem Leben mir etwas angeeignet, ob klein oder gross. Frag den Heiligen Geist. Ich komme nicht raus aus dem Scheiss. Alle lachen mich da aus. Da. Also, verstehst du auch nicht, gell? Warum? Er flüstert. Du hast es nicht gehört, was er gesagt hat. Ich will es jetzt auch nicht sagen. Der Heilige Geist wie ein Coach. Der flüstert Sachen ins Leben. Come on, nochmal, einmal, mehrmal. Und ich möchte ganz kurz erklären, was ist die Auslegung von dieser Sache. Zu merken, Gott ist im Detail. In den kleinen Sachen, wo du denkst, kannst du Gott nicht fragen. Mal, du musst bei allem Gott einladen. Ich habe Gott gefragt, warum ist mein Smartphone auf den Boden geflogen und ist kaputt gegangen? Er hat gesagt, eure Kirche ist digital geworden. Und du hast dich aufgemacht fürs Digitale, wo viele Pfarrer das Gefühl haben, online ist wieder vorbei. Und der Find greift die Smartphone an, symbolisch für die Digitalisierung. Mit anderen Worten, gib noch mehr Gas. Die Harley steht symbolisch für meine Seele. Harley fährt man nicht, wie man muss. Das ist, weil die Seele ist am Arsch. Und ich brauche das, weil dort erlebe ich Gott, ich höre die Vögel singen, niemand schnurrt mir rein. Ich lese nicht ein E-Mail von irgendjemand, aber auch nicht meine eigene. Und Gott hat gesagt, die Harley, das Dreckig, nervt dich. Der Find greift deine Seele an, wo du das dringend brauchst. Und der Geschäftsmann, der vergessen ist, nervt dich so, weil die letzten 2 Jahre sind viele Erfindungen wie Microchurch und Online-Kirche entstanden durch Geschäftsmänner. Und ich angehockt bin und sie haben mir einen Tipp gegeben. Und oft greift der Find dir an und du siehst nur noch das Problem. Du siehst nur noch das Gewicht und es nervt dich dermaßen. Aber wenn du anhockst und sagst, Heiliger Geist, das Harley und das Telefon, all die Sachen, ist doch kein Zufall. Bei den kleinen Sachen sagt man, aber Leo, du kannst doch nicht jedes kleine Detail den Heiligen Geist fragen. Oh doch! Oh doch! Oh doch! Weil genau dort ist das Leben, liebe Frauen und Männer. Und du spürst und wahrnimmst, das Heilige Geist, das Gewicht. Darf ich noch etwas sagen, wenn ich schon dran bin? Unser ältester Sohn ist ausgezogen von daheim. Das stresst mich brutal. Ich bin ein Familienmensch. Die müssten nicht ausziehen. Ich könnte auch einen Anbau machen. Wieso zieht man heutzutage aus? Zahle ich alles. In einem Jahr ungefähr wird vermutlich der eine Sohn auch ausziehen. Ungefähr hypothetisch. Ich habe ein Jahr Zeit. Sag, Heiliger Geist. Also, dann ist es leer. Also, meine Frau ist noch da. Aber dann ist es leer. Und ich habe die Frage gestellt, Heiliger Geist. Das Haus leer ist eine Katastrophe.
Was mache ich denn? Ich mache es überspitzt. Frag den Heiligen Geist bei allem. Stell ihm die Frage. Es gibt keine blöde Frage. Es gibt keine blöde Frage. Es gibt keine Sache, die zu klein ist. Sondern er gibt ihn überall in deinem Leben, in allem, was es gibt. Ich preache nicht etwas Neues. Aber wenn wir von der Wunder reden, ich rede jeden Tag Holy Spirit. Habe ich das SMS gut gemacht? Nein. Okay. Mach es halt nochmal neu. Aber du holst dich bei allem rein, stellst die Frage, weil der Heilige Geist gibt dir Ideen, auf die komme ich nicht. Und er ist meine grösste Inspirationsquelle in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, auch online und auch live. Und ich möchte ganz kurz da sitzen für uns symbolisch. Und ich möchte mit dir zusammen die Frage stellen, Heiliger Geist, warum traust du mir so viel Gewicht zu? Und ich will nicht mehr das Problem sehen, sondern was ist das Potenzial im Problem? Das Problem hat Corona geheissen. Aber ich habe nicht Corona als Problem angeschaut. Sondern was ist das Potenzial in Corona? Wir haben Microchurches gegründet. Wir sind online durch die Decke. Wir haben Online-Kurse angeboten, Online-Gebet, jede Dienstag. Das Problem ist zum Potenzial geworden. Heiliger Geist, da sind wir zusammen. Warum traust du mir das zu? Was willst du stärker in mir machen? Ich habe einen Satz mir gesagt, und das ist im Gebet bleibe ich mir einen Satz gesagt. In den letzten 2 Jahren, ich werde nicht bitter. Ich sehe nicht das Problem in der Kirche, ich sehe das Potenzial in der Kirche. Ich sehe nicht Herausforderungen, sondern mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das hat er versprochen. Wenn die Pforten der Hölle die Kirche nicht aufstoppen halten, dann kann auch die Pforten der Hölle an meine Familie nicht aufhalten. In all dem Gewicht, wo du drin bist, gibt es ein Wort, wo der Teufel sagt, unmöglich. Das sind so viele Schmerzen. Das ist so viel Trauer. Wie willst du jemals in dem Schmerz und Trauer auf ein Potenzial kommen? Aber das Kreuz, das Jesus gehangen hat ein Minus und ein Plus. Und unsere Botschaft ist, alles, was Minus ist, kann Gott in ein Plus verwandeln. Und Heiliger Geist, das sind wir. Und im Jakobusbrief heisst, ihr habt nicht, weil ihr mich nicht fragen. Aber wir fragen dich in jedem kleinen Detail. Weil das Leben ist im Detail. In der täglichen kleinen Entscheidung, die ich treffe, wo einen Weg im Leben wird ebnen. Heiliger Geist, was ist dein Wort, wo du mir heute Morgen willst ins Ohr flüstern? Und dann gehen so Gedanken durch deinen Kopf. Sachen, die du bereust. Vielleicht schweifen deine Gedanken ab, dann bedeutet es aber auch, du bist gestresst. Du kannst nicht einmal an etwas denken. Dann bist du gestresst, das ist auch eine Botschaft. Dann sagt Gott, slow down. Du hörst mich ja nicht einmal. Du bist schon am To-Do.
Schon der Party heute Nachmittag. Dann bist du gestresst, liebe Frauen und Männer. Das ist auch das Ziel vom Find. Wenn du nicht kannst, jetzt, in dem Moment vor Jesus stehen, unabgelenkt, dann bist du gestresst. Das ist bereits schon Botschaft. Slow down. Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüssi.